Ja, jetzt steht wieder Champions League und zwar gegen Bayern 04 Leverkusen. Das glaube ich ist die erste deutsche Mannschaft im Let's Play, die wir als Gegner haben. Kann interessant werden. Und die Monne haben ja ihr erstes Gruppenspiel gewonnen und jetzt ist er verletzt. Jetzt später schon wieder nicht. Und wir spielen auswärts. Das heißt, wir spielen wir in grün. Oh, das schaut nicht so gut. Demba Ba ist auch nicht fit. Pass auf, wir losen den da herum. Ich glaube, wir losen Demba Ba das mit daheim und Ronaldo muss vorne einfach mal sein Ding durchziehen. Ja, es geht schon los, ne? Mit unserer Auswahl an Spielern. Wir haben sauer Zwängen, dass wir da mehr variieren können. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn ein paar kommen noch. Jetzt lassen wir da einfach Oscar spielen. Und Ben Arfa, den lassen wir da nicht spielen, weil der überhaupt nicht fit ist. Da tun wir das aber so machen, weil Scheer links vor ist. Der tut sich da auf der rechten Seite leichter. Coloccini bleibt daheim. Dafür spielt Andrioli. Den da mal außer. Demba Ba bleibt ganz daheim. Dafür nehmen wir heute Anita mit. Okay, also ist jetzt in der Bayer Arena gegen Leverkusen im zweiten Gruppenspiel der Champions League. Wie wir wissen, das erste Gruppenspiel haben wir ja 2-0 gewonnen gegen Barcelona. Mit einem weiteren Sieg gehabt wir gleich mit die Tabellenführung übernehmen. Bei Leverkusen steht Rensing im Tor. Haben die nichts als einen anderen gehabt? Bernd Leno oder sowas? Also auf Kiesling müssen wir besonders aufpassen. Der wird uns wahrscheinlich das Leben schwer machen. Und bei uns hoffe ich, dass Ronaldo seine Form endlich findet und einmal ein paar Tore schießt, weil der bisher noch sehr torleer ist und noch nichts gemacht hat. So, also auf geht's zum zweiten Gruppenspiel. Schwab, Kadlec, erster Einwurf, Rolfes, Reinhardt, pass auf, Castro, da ist Oscar. Ja, da kann er ruhig pfeifen. Reinhardt. Also bisher stehen die ganz gut hinten drin hat.
Da wollte er einen weiten Pass spielen, hat aber nicht gehaut. So, Dodo. Ja, die stehen sehr eng da hinten. Und es gibt Einwurf für uns. Dabei Santon auf der rechten Seite. Scher. Das war abseits. Das war ja eindeutig. Gibt da keine Klagen. Freistoß Rensing. Und wieder Scher, der Amerikaner. Kein Abseits. Ja, aber der Torwart ist so. Da war Kabay etwas langsam. Ja, das war ein Foulspiel von Santon. Und das war abseits, Gott sei Dank. Genau, da beim Abspiel war Kiesling im Abseits. Neskens. Kabay wieder. War der drin? Ja, der war drin. Oscar, unser Brasilianer. Ich hätte gemeint, der ist jetzt irgendwie rechts vorbeigegangen und hinterm Tor gelandet. Dabei war der drin. Und somit führen wir. Da haben wir zum ersten Mal die Leverkusen Abwehr geknackt. Das hat echt so ausgeschaut, als da vorbeifliegen. Ja, ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Ja, auf jeden Fall führen wir jetzt gegen Leverkusen. Castro. Und Krul wie immer sicher. Gut, gegen Everton war nicht ganz so sicher. Aber im Grunde haben wir irgendwie einen guten Torwart. Und den werden wir auch so schnell nicht hergeben. Scher. Ja, da wird eingezwickt. Das gibt die Gelbe für Neskens. Da war er nämlich reichlich spät dran. Rolfes. Kadlek. So, mit Vorsicht da hinten raus. Kabay. Und Sinclair, der Engländer, nicht der Amerikaner. Also da hätte er ruhig pfeifen können. Also jetzt wird er schon langsam. Dodo. Unser Kapitän. Ja, aber mit keiner Anspielmöglichkeit. Also trotz Rückstand stehen die ziemlich defensiv. Und warten eigentlich nur auf schnelle Konterattacken.
So, gut. Neskens. Ja, da kann man nicht durch. Und es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Oh, und eine Riesenchance jetzt für Leverkusen. Und Kiesling verkackt es, oder wie? Was macht er denn da? Da haben wir richtig Dusel gehabt. Also mit Glück gehen wir mit 1:0 in Führung in die Halbzeit. Gerade hätte eigentlich der Ausgleich fallen müssen. Also es war eine Riesenchance jetzt. Aber scheinbar hat das Nervenflattern gekriegt. Also wie gesagt, wir führen und wir wollen jetzt noch nicht wechseln. Oder mag ich wechseln? Wir haben nicht so viele Möglichkeiten zum Wechseln. Wir lassen es erst einmal dabei noch. Ronaldo, von dem war bisher immer noch nicht viel zum Singen. Im offensiven Bereich macht eigentlich Oscar alles. Foul von Steven Taylor und es gibt schon wieder Gelb. Kadlec. Friedrich. Ja, Foulspiel, aber diesmal keine gelbe Karten. Ganz selten. Und gleich da hinten raus. Sidney Sam. Castro. Ja. Gonzalo Castro mit der Torschance. Eigentlich nur, glaube ich, der ist Flügelspieler. Oder später am Flügel. Also in der Verteidigung. Aber jetzt gibt er mal einen Schuss ab. So, Ronaldo mal. Selten, dass der mal im Ball ist. Aber jetzt haben wir keine Anspielmöglichkeiten. Also der rennt irgendwie gar nicht, der Ronaldo. Der ist ziemlich faul davon, nicht? So, und eine Schere. Und da kommt der nicht durch. Ja, die Leverkusener wechseln. Es kommt Fernandes für Reinhardt. Wahrscheinlich sind sie jetzt nicht mehr so zufrieden mit dem Torstand. Das gibt Ecke. Und jetzt glaube ich wechselt der langsam aus, oder? Mag ich wechseln? Ja, aber wir haben nichts zum Wechseln. Da haben wir vielleicht Ryan Taylor eine. Also Scher geht ober, der war halt nicht ganz so gut, wie man kennt. Hat schon ein bisschen das Spiel gemacht. Ja, Ronaldo wieder. Unser Kopfballspezialist. Castro.
Ja, klassischer Fehlpass. Ja, der kommt nicht durch, ey. Schwab. Fernandes probiert's und Kiesling, oder was Kiesling, ja. Ryan Taylor war nicht im Abseits, oder? War er im Abseits? Na? Fehlpass. Und wieder Sidney Sam. Vorsicht. Ja, das war zu harmlos. So, was damit jetzt? Von denen sieht man nichts. Irgendwie sieht man gar nicht. Von der Hälfte nicht sieht man nichts. Was tut denn jetzt, da man den aussehen? Tja, gute Frage. Oder da man den aussehen, der hat nämlich schon gelbe Karten. Machen wir es so. Oh, Fernandes ist durch. Eh? Und Krul mit vollem Körpereinsatz. Das war abseits. Das war davor abseits. Enttäuschung für Leverkusen, aber so ist es halt. Das wird nämlich der Ausgleich gewinnen. Fernandes. Kiesling. So, Moment. Jetzt wechseln wir nochmal. Und zwar damit Kabay aussehen. Oder lieber Neskins. Der hat nämlich schon gelbe Karten. Damit lieber den aussehen. Nicht, dass uns der noch eine rote fängt. Also jetzt kommt Florenzi, unser Italiener. Rolfes. Da ist er schon. Und Ronaldo rennt irgendwie überhaupt nicht. Also der hat überhaupt keine Lust mitzuspielen. Und es gibt noch mehr Ecke. Das ist die zweite für uns. Sinclair. Ronaldo. Und Rensing verhindert die Ecke. 2 Minuten gibt es noch drauf. Es steht 1-0 für uns. Gut gemacht. Aber der Ronaldo ist unmöglich ausspielbar. Also ich weiß nicht, was der davon treibt. Gut, aber es reicht zum 1-0-Sieg. Und somit übernehmen wir die Tabellenführung in der Gruppe. Und den Sieg, also Siegtor hat Oscar geschossen. Barcelona fährt die Galatasaray ab mit 4-0. Also die möchten natürlich auch noch vorne mitmischen.
Also bisher sind wir auf einem guten Weg in die nächste Runden.